Bei Swiss Army Man geht es um den Hank. Der ist gestrandet auf einer einsamen Insel und versucht sich umzubringen, weil er hat nichts mehr, es gehört niemand. Er ist abgeschottet von der Welt und verhungert jetzt dann bald. Wo er sich umbringen will, sieht er am Strand aber eine Leiche liegen, geht zu dieser an und findet, oh, bitte, bist nicht tot, bist nicht tot. Er findet dann heraus, dass die Leiche für den Moment nichts anderes macht als furzen und er findet, das ist mir zu viel und versucht sich wieder umzubringen. Er stellt dann aber fest, dass die Leiche noch ein paar andere Sachen kann und dann gehen die Leiche und der Hank zusammen auf ein relativ bizarres Abenteuer. Swiss Army Man ist ein sonderbarer Film, wie man vielleicht schon an der Handlung hätte erkennen können, aber ich habe Swiss Army Man wirklich mega mögen. Eins muss ich mal vorwegnehmen, Swiss Army Man ist kein Film fürs breite Publikum, absolut gar nicht. Aber meiner Meinung nach ist er in seiner Seltsamkeit, dort verbindet der Humor und Gesellschaftskritik wirklich wahnsinnig gut. Der Humor bei Swiss Army Man habe ich wirklich gut gefunden. Er ist clever und bizarr vor allem, hin und wieder auch mal ziemlich simpel mit Witz über Fürz und Pimmel und Masturbation und so Zeug, aber immer irgendwie gut eingebaut und nicht irgendwie einfach, schau, jetzt müssen wir noch Pimmelwitz einbauen, dass wir einen drin haben, sondern wirklich gut eingebaut und ich habe wirklich sehr oft gelacht in dem Film. Gesellschaftskritik und die Lebenslektionen sozusagen in dem Film sind weder sehr subtil noch sehr innovativ, aber sie funktionieren und ich habe es wirklich gut implementiert gefunden in den ganzen Film und es tut auch gut, die ganzen Lebensweisheiten sozusagen in dieser absurden und bizarren Art und Weise so ein bisschen vermittelt überzukommen und meiner Meinung nach ist der Film sehr so ein bisschen artsy, so ein bisschen kunstmäßig, weil Kunst soll ja zum Denken anregen und Swiss Army Man macht das durchaus. Das Drehbuch vom ganzen Film habe ich gut gefunden, auch wenn mir die 2 ersten Drittel doch wesentlich besser gefallen haben und vom Tempo her auch besser gewesen sind als das letzte Drittel. Weil dort in diesen ersten 2 Drittel geht es vor allem also eigentlich nur um die beiden Hauptfiguren, der Manny, also die Wasserleiche, und der Hank. Und die 2, der Paul Dano und der Daniel Radcliffe, funktionieren wirklich super miteinander. Der Paul Dano spielt so einen Weirdo einfach gut. Das hat man bei Prisoners schon gesehen, wo er zwar dann recht runtergekommen ist. Und auch da macht er das hure gut. Das passt, die Rolle, ja, ist fies, aber die Rolle passt mega zu ihm und er macht das sehr gut, meiner Meinung nach. Er ist so der typische Underachiever, der nicht vom Fleck kommt und nicht genau weiss, wie er gewisse Schritte machen soll. Er weiss, dass er sie muss machen, aber er macht sie nicht, weil er das Zeug überdenkt und findet, nein, soll ich es jetzt doch machen. Und in dieser Figur habe ich mich selber doch auch ziemlich gesehen und ich habe das Gefühl, Menge Zuschauer wird sich in der Figur von Paul Dano, seinem Hank, wiedererkennen. Über den Daniel Radcliffe, sein Manny, möchte ich eigentlich gar nicht zu viel sagen, weil da sollte man nicht zu viel wissen, was in dieser ganzen Geschichte noch passiert mit ihm. Ich sage, es ist mega cool gemacht, es ist hure bizarr, aber ja, ich habe es super gefunden. Wie gesagt, ist Swiss Army Man definitiv nicht für jedermann. Es ist kein Film fürs breite Publikum, überhaupt nicht. Der Humor, die Handlung, die Figuren, alles ist recht bizarr. Aber die mehr oder weniger gut versteckten Gesellschaftskritiken sind sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, genauso wie die ganzen Darstellungen im Film. Und eben der bizarre Humor, der hat für mich jetzt super funktioniert. Und ja, ich habe den Film sehr clever, sehr unkonventionell und lustig gefunden. Wenn man sich auf etwas Sonderbares, Seltsames, Komisches, Bizarres einlassen oder kann einlassen, dann ist Swiss Army Man definitiv eine gute Wahl bei einem Film. Es ist mal etwas anderes. Natürlich, es geht um eine furzende Wasserleiche, aber der Film ist wirklich wesentlich mehr als nur das. Und darum empfehle ich ihn, auch wenn du findest, eine furzende Wasserleiche, spinnst, das kann ich sicher nicht schauen. Gib's dir einfach mal. Der Film geht nur etwa 90 Minuten und ja, ich empfehle den Film also durchaus. Swiss Army Man ist, glaube ich, der komischste Film, den ich am Zürich Filmfestival gesehen habe, aber ich bin Gott froh, habe ihn gesehen, weil in dem ganzen Einheitsbrei von den grossen, lauten Actionfilmen ist der Film wirklich eine kleine Erlösung für mich. Ich habe ihn super lustig gefunden, mega bizarr, aber ziemlich etwas für mich und ja, darum danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.